Grüß euch miteinander und herzlich willkommen beim Jungfrau-Zeitung Panorama heute aus Bern. Unsere Top-Themen. Schon gleich gibt es Luft von Lo und Leduc. So heisst ihr neues Album. Die Grande Dame der Schweizer Theaterszene, Heidi Maria Glössner, wir haben sie getroffen. Und der IB-Goalie, der David Vobalmos, er plaudert über seine Vorlieben. Jetzt haben wir noch aber zuerst mal noch aktuelle Kurzmeldungen aus der Region. Simonetta Sommaruga tritt per Ende Jahr zurück. Die Umweltministerin tritt aus persönlichen Gründen als Bundesrätin zurück. Der Entscheid sei abrupt und früher als vorgesehen gekommen. Sie möchte die Schwerpunkte in ihrem Leben anders setzen. Kambunchi trennt sich von Rotenbühler. Seit dem Ende der Herbstferien befindet sich die Berner Hallenweltmeisterin und Europameisterin wieder im Training, aber mit einem neuen Trainer. Der neue Trainer heisst Florian Clivin. Diebstähle aus Autos nehmen zu. Die Kantonspolizei Bern hat im letzten Oktober eine markante Zunahme festgestellt. Insgesamt sind über 100 Einschleich- und Einbruchsdiebstähle in den Fahrzeugen an der Polizei gemeldet worden. Luft. So heisst das neue Album von Lo und Leduc. Diesen Freitag wird es veröffentlicht. Und es ist schon das zweite Album innerhalb von einem Jahr. Und die dazugehörige Tour, die startet dann im Berner Oberland. Für dich schmeckt Rosmarin wie Sommer. Luft, das neue Album. Was ist es für dich? Sehr, sehr wertvoll. Momentan mein Lieblingsalbum von Lo und Leduc. Warum das Lieblingsalbum? Ich habe einfach das Gefühl, das höre ich in 5 Jahren und denke so, das war eine gute Phase. Ihr werdet ja eure Tour am 5. November starten im Berner Oberland. Warum geht dort? Hey, das Hotel Wetterhorn ist ein mega schöner Ort zum Starten. Das ist, ja, das ist einfach ein Ort, der wie gemacht ist für Momente, die man nicht vergisst. Wir waren schon ein paar Mal dort und freuen uns darum, dort zu starten. Ja. Kommt vorbei. Ah nein, es ist voll. Aber kommt nachher in Dachstock, eine Woche drauf, hat es noch ein paar Billett. Hey. Für dich schmeckt Rennen wie eine Tankstelle. Wenn man das jetzt hört, 2 Alben in einem Jahr, denke ich mir so, vielleicht, ja, Kreativitätsüberschuss ist ja aber nur im weitesten Sinn so. Ich persönlich bin nach jedem Album überrascht, wenn mir noch etwas in den Sinn kommt. Ich habe immer so die Phase, wo ich denke, ich schreibe nie wieder ein Lied. Und das war bis jetzt nie so gewesen und ich bin mega froh. Und ja, darum umso glücklicher. Wie würdest du persönlich Luft interpretieren, respektive jetzt in diesem Zusammenhang mit dem Album? Was ist das? Luft war der Arbeitstitel von diesem Album schon von Anfang an. Und es ist eigentlich so ein eine eher musikalische Leitplanke gewesen, was darum ging, dass wir die Songs möglichst nicht überladen. Und ob uns das gelungen ist und was man sonst noch interpretieren kann, ist jetzt dem Publikum überlassen. Von Live-Musik jetzt auf Theaterbühne. Die Heidi Maria Glössner. Sie gilt als Grande Dame der Schweizer Theaterszene. Gerade erst ist sie 79 geworden. Wir haben sie kurz nach ihrem Geburtstag getroffen und mit ihr reden. Ich bin seit 35 Jahren am Stadttheater. Ich habe 1987 meine erste Rolle war Maria Stuart. Meine erste Zeit? Ja, an der Stadt Bern, als ich in den ersten 3 Jahren so einsam war, bis ich dann so ein bisschen angefangen habe, Leute kennenzulernen. Es wird einem nicht so einfach gemacht da. Ich bin so nach 3 Jahren habe ich mich angefangen, richtig wohlfühlen in dieser Stadt Bern, weil ich dann inzwischen eben schon Leute kennt habe, durch das Theater, aber auch durch das Hotel Bellevue. Damals war ja der Melchior Windlin, den ich von Luzern kennt habe, vom National, ist da Direktor im Bellevue gewesen. Und ich ganz oft bin ich im Bellevue zu Gast gewesen, bei Einladungen und bei irgendwelchen Festlichkeiten. Und da habe ich einen Haufen Leute kennengelernt und von dort weg habe ich mich sehr heimisch gefühlt hier in dieser Stadt. Oh, gar nicht. Das ist noch so weit weg. Vielleicht gibt es mich bis dann schon nicht mehr. Wer weiß? Ja, ich spiele im Moment das Theaterstück Gott von Ferdinand von Schirach. Ich spiele die Sterbewillige, was manchmal sonst ein Mann ist in den Inszenierungen. Und sie
kämpft eigentlich um ihr Recht auf ihren eigenen Tod, dass sie, obwohl sie nicht krank ist, trotzdem ihren Hausarzt oder sonst irgendein Arzt oder eine Ärztin darf das Natriumpentobarbital verschreiben, weil sie nicht mehr leben will. Und gesetzlich ist das erlaubt, aber die Ärzte widersetzen sich dem, weil sie sagen, das ist unethisch. Wir sind da zum Leben retten und nicht zum Leben zerstören. Ich kämpfe ein Leben lang für mein Recht auf meinen eigenen Tod. So wie ich ein Recht auf mein eigenes Leben habe, so möchte ich auch das Recht auf meinen eigenen Tod haben. Nein, ich habe keine Traumrolle, weil ich freue mich über jede Rolle. Also jetzt die gerade da in dem Theaterstück «Gott» spiele ich wahnsinnig gern, weil das ist sehr eine emotionale Rolle. Die ist zwar gar nicht so riesengroß, aber sie geht in die Tiefe und das beschäftigt mich sehr. Und darum, ob große Rolle oder kleine Rolle, mich muss der Inhalt interessieren. Und dann bin ich glücklich. Und jetzt wird es noch sportlich. Der IB-Goalie, der David Vobalmos, er schaut ja Woche für Woche, dass Berner im besten Fall keine Kiste bekommen. Wir haben ihn getroffen, haben mit ihm aber noch über mehr geredet als Sport, unter anderem über Fastfood oder auch über das Landleben. Hast du lieber das oder das? Der David Vobalmos hat sich entscheiden müssen. Lieber jetzt dieses Jahr Meister werden und dann nächstes Jahr wieder versuchen, die Champions League zu spielen. Ich schaue lieber Filme daheim. Dort habe ich es gemütlich, dort kann ich mir so einrichten, wie ich das gerne hätte und kann mir auch selber Popcorn machen. Lieber ein gutes Essen mit Wein, vor allem in guter Gesellschaft ist das doch etwas, was das Leben ausmacht. Aber McDonald's ab und zu liegt es auch noch drin. Ja, eigentlich weder noch. Ich bin nicht so tieraffin, obwohl ich auf dem Bauernhof bin aufgewachsen bin. Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es doch die Hunde. Gute Frage. Ich würde jetzt sagen, ich bin eher der Typ, der abweist. Einfach mehr vom Ding her. Ich lasse mich gerne kochen. Das ist schon etwas. Und dann nehme ich so in Kauf, den Abwasch zu machen. Ja, lieber 1:0. Das ist ganz klar. Ich habe es eigentlich lieber so ein bisschen frisch, also ein bisschen, auch im Winter Geburtstag, also würde ich jetzt hinter den Winter nehmen. Ein guter Mix. Ich bin zwar extrem auf dem Land aufgewachsen, ziemlich abgelegen. Mittlerweile kenne ich auch die Stadt und ich finde, so der Mix macht es aus. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich eher so ein bisschen die Stadt nehmen. Und jetzt noch zum Wetter, wie es die nächsten Tage genau aussieht, ob es kälter wird oder so mild bleibt wie bis jetzt. Das sagen euch in ein paar Momenten unsere Kollegen von Meteo News. Mehr spannende Artikel findet ihr auf unserer Webseite jungfrauzeitung.ch. Und so viel für heute. Uns gibt es morgen Abend wieder. Schönen Feierabend wünsche ich euch. Das Wetter wird euch präsentiert von Jungfrau Zeitung. Guten Abend und ganz herzlich willkommen. Das ist Jungfrau Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Heute Morgen hat es zum Teil noch dichte Wolken unterwegs gehabt. Tagsüber hat sich dann aber mehr und mehr die Sonne durchsetzen. Auf morgen da kommen wir jetzt in eine föhnige Südwestströmung hin. Das zeigt uns eine wunderschöne Strömungsanimation und von Westen her nähert sich dann eine Kaltfront, die reicht uns dann in der Nacht auf Freitag. Jetzt in der Nacht auf morgen, da ist es zuerst vielfach klar. Gegen Morgen bildet sich allerdings im Flachland Nebel. Das heisst, wir starten vielerorts grau. Die Obergrenze vom Nebel bei etwa 700 bis 800 Meter außerhalb. Da ist es noch freundlich. Zum Teil gibt es fahlen Sonnenschein. Die Temperaturen morgen früh die liegen zwischen etwa 4 und 6 Grad. Am Nachmittag da löst sich zwar der Nebel auf, gleichzeitig werden die Wolken immer zahlreicher, immer dichter. Bis am Abend gibt es vom Jura her auch schon erste Tropfen und Temperaturen. Die steigen im Flachland auf etwa 12 bis 13 Grad, zum Beispiel im Haslital. Da wird es mit dem Föhn zum Teil deutlich milder.
In der Nacht auf Freitag da kommt dann die Kaltfront. Der Föhn der bricht zusammen. Gleichzeitig haben wir im Flachland kräftig auffrischen, Südwest- bis Westwind. Es wird verbreitet. Die Nassjava-Grenze sinkt auf etwa 1300 Meter. Am Freitag da ist es mehrheitlich bewölkt, zeitweise nass, mehr böiger Westwind. Die Grenze zwischen etwa 12 und 1400 Meter in den Alpentälern kann es zum Teil noch ein bisschen weiter abschneien. Die Temperaturen die steigen auf maximal 10 Grad. Am Samstag haben wir hochnebelartige Wochen, daraus kann es zum Teil noch ein bisschen fieseln. Tagsüber wird es aber langsam freundlicher, bei Interlaken beispielsweise rund 9 Grad. Am Sonntag haben wir zumindest teilweise Hochnebel bis auf etwa 1000 Meter. Ausserhalb da ist es recht sonnig und die Temperaturen die sind im einstelligen Bereich. Am Montag da wird es nach dichten Wochen wieder freundlicher. Auf der Dienstag haben wir das altbekannte Spiel, unten zum Teil Nebel, darüber recht sonnig. Und die Temperaturen die sind weiterhin etwa der Jahreszeit entsprechend. Das war es vom Wetter und einen ganz schönen Feierabend und auf Wiedersehen miteinander.